echt menschlich. Haut mam Xavier Büttel. Moje Xavier. Schönen guten Morgen, Anouk. Du hast ein Muppes, noch nicht ganz lang. Die Leute wollen immer ein bisschen froh, wie heißt denn, wie bist du dazu gekommen? Also, den Hund ist eine Decision, die man nur 2 Jahre zusammengeholt am Gauthier. Und den heißt, es heißt Aspro, weil am Anfang dem Gauthier seine Eltern Abdikter waren. An 2 Jahre vom an Arsenik, das wäre ein bisschen Gift gewesen, das wollte man nicht. An Aspirin, wo zu lang, an Amixoloxicillin oder wie das da heißt, die Antibiotika ist auch zu lang. Und dafür hat Aspro genannt. Auch von Aspro weiß, weil heißt, also es heißt, als kleinen Hund an wir haben, weil man das nicht zu zweit zu hören, fand ich auch, dass es doch wichtig ist, dass ich nicht dem Gutti so und du kümmerst drum, ich muss dann doch meine Verantwortung zu überholen. Dann dafür hast du einen Hund dann 1 oder 2 Mal die Woche von Scheiße, wird nicht oft der Fall ist, auch bei mir. Zu der Schnellfrohe, was tust du lieber, Vakanz, Mam Aspro oder ohne Hund? Also wenn ein Hund nicht dabei ist, dann vermissen ich den Hund. Da wenn sie mal zu einer Vakanz machen, da gucken wir, die meisten Riesen am Zucht zu machen, dann haben wir einen Hund auch dabei. Kommen wir ein bisschen zu dem Beruflichen. Wenn Ihnen da ein PowerPoint präsentiert und du sollst das dann auflesen, hast du das lieber oder schwätzt du lieber frei? Lieber frei. Lieber frei, weil ich, was wichtig ist, dass ich ziemlich ein spontaner Mensch, ich spreche schon einen Tram, ich ganz oft tun einfach Stichpunkte. Stichpunkte. Dass ich weiß, großen A, kleinen 1, kleinen 2, kleinen 3 und also durch Stichpunkte da gehen. Und was tust du lieber, wenn du einen Spruch, die dir nicht so leid, kann einen Dolmetscher lieber zu holen oder siehst du, nee, auch das Mensch lieber? Ja, aber wenn ich das nicht verstehe, dann habe ich lieber einen Dolmetscher, das verstehe ich gut nicht. Wenn ich ein bisschen verstehe, da geht es. Mir heißt du, vor an mir, zum Beispiel zwischen Spanisch an Italienisch kann ich mich erinnern, ich denke, wie ich ganz klein war, Spanien am Restaurant war, und ich den hergefahren für Butter zu kriegen, und ich gewollt, Burro, por favor, und das Burro heißt Irsel, und nicht Mantequilla. Dafür habe ich seitdem probiert, einfach zum Beispiel mich Spanisch kann ich sagen, an Grenzen zu halten, also am Benutzen an Grenzen zu halten. Da kommen wir schon zu den Hauptfragen. Wie war das Xavier als 10-jähriger kleiner Beruf? Du musst einen Mann fragen, also ich war Wibbelchen, das war ich immer. Und in den ich für viel interessiert wird, so meine Mama, ich habe mich immer für alles interessiert, ich wollte immer Nachrichten gucken und gucken, was war. Und da hat schon meine erste Manöver organisiert, mit 10, 11 Jahren hat ich meine erste Manöver organisiert, das war die Lady damals, da hatte ich keinen Spielplatz bei mir zu wohnen, wie ich an der Primärschule. Und da hat ich eine Manöver organisiert für einen Spielplatz, keine Lady gesagt, wenn es das frisst, dann der Bürgermeister, dann hast du für Sachen zu erfüllen, die die Leute freuen. Und hast du nicht lange zack, zack, zack. zack. Ich habe den Spielplatz gekriegt, nicht? Ich habe 10 Jahre für Bürgermeister für Spielplatz zu bauen. Ich habe Bürgermeister, ich habe schon eine Skaterpiste gebaut, schon andere Sachen gemacht. Und du hast mein Engagement am Anfang für die Politik gehabt. Was du groß mit Geschwister? Mit einer Schwester, die ist 2 Jahre mehr alt wie ich. Und wir verstehen uns halt noch immer gut. Darum. Super. Wie warst du als Schüler? Mittelweg mit das durchgegangen, nie die nächste. Also ich war nie die Besten, ich habe Frieden gehabt mit dem Lehrer und nie die Besten. Das ist aber nicht so gewesen, die Letzten als die Besten. Nein, ich habe Chance, dass ich das zu schwer gelernt habe, aber ich war nie die Besten. Okay. Also da muss ich gestehen, dass ich hatte keine mehr Lehrer, aber das ist immer durchgegangen. Das ist immer durchgegangen. Wie, oder besser gesagt, was ist dir extrem wichtig an deinem Leben, an deinem Privatleben? Ich bin just mein Privatleben nachher zu holen. Wenn ich zu 2 ist, wenn ich bis an eine öffentliche Person ist, da muss ich nicht die Tendenz sagen, dass der Partner durchsichtig geht. Und für mich ist es dafür wichtig, immer, dass ich, wenn die Leute gut nicht mehr sind, kann ich ja meinen Mann vorstellen. Und da ist immens wichtig, ich kann just rekommandieren, den noch in der Politik ist. Und plus, also just für eine gewisse Zeit, das soll ich auch wissen, soll ich seine Freundschaft, seine Freunde vergessen, weil wenn ich nicht mehr jemand hat, dann ist ich froh, dass ich noch Freunde hat. Und soll ich seine Familie total abgehen. Und für mich ist es wichtig, dass am Gauthier hast du den Moment, wo wir just zu 2 sind, oder zu 3 mit dem Hund, wo wir einfach Zeit genießen. Zeit genießen, ja, das ist wichtig, für Energie zu tanken. Ja. Ne?
Und was gibst du einem jungen Mensch, der frisch am Leben steht? Was gibst du dem wünschen oder roden? Die Fried zu haben, die ist schon alltag, wenn ich mal aufstehen. Das heißt, dass ich meine Arbeit gerne mache, dass ich einen Fried tun. Also schon immense Chance, weil ich bin mega froh, wenn ich auf das Büro komme, weil ich meine Arbeit gerne habe. Ich bin noch mega froh, wenn ich heimgehe, weil ich froh bin, daheim zu sein mit dem Hund und mit meinem Mann. Und das ist eben das, was ich einem wünschen. Für mich ist das ein richtiges Equilibrium. Wie dass ich nicht im Büro bleibe, für daheim nicht müssen zu sehen, und dass ich daheim bleibe, für muss noch im Büro zu gehen. Nur eng Lächtfro déi musste awer net beämpferte mé als homosexuell puer, wo es nach immer Schwierigkeiten, dat de Leiit begéint die Keimer so. Ich bin nicht gefragt, ob ich schwul wäre oder nicht, das ist meine Natur. Es wäre mir einfach gewesen, wenn ich hetero gewesen wäre. Also meine Großeltern wären immer, also mein falsch Großeltern, mein Papa ist Großgeber von ja, Madame Schule, die wäre immer begeistert gewesen, wenn ich mit dem Stück gewesen wäre. Also die hat mir immer gezählt, Dominik und Toni, das wir Frau für das Leben, das ist aber nicht so kind. Das hat nicht geklappt. Das hat nicht geklappt. Und der Fakt ist, dass die Menschen, weil mich selber zu akzeptieren, wenn ich gucke, wie viele junge Leute auch selber Suizid machen, weil sie nicht ins gehen oder ja, das ist so schrecklich. Mit das Natur, das Natur, das heißt, ja, mit das ist, ich habe da so eine Homosexualität, das ist keine schwere Homophobie, also schwer. Die ich hab's doch kein tun, also schwer. Ich freue nicht, dass Leute klappen, weil ich schwul, also da musste begeistert sein. Ich freue einfach, für das alles Leben los, wie man sehen. Ich meine ja, ich will ja keinen Recht, ja. Ich will keinen Recht, an dem ich mit meinem Mann glücklich bin. Xavier, das war schon. Große Merci. Ja, so eine große Merci ihr für no Lauschtern, no gucken und dann bis den nächsten Gast.